Okay. Welche Folge sind wir Wir haben jetzt? es geschafft. Hä? Welche Folge sind wir jetzt? 43, hätte ich gemeint. Ich glaube, letztes Mal war es 43. 44. Ich glaube 44. Okay. Natürlich ohne Bonusfolge mitzählt. Genau. Sonst heisst die Folge so und so. Voll. Ja. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von der hübschesten, schönsten, stabilsten, wertvollsten, loyalsten. Sag auch noch 2, 3 Adjektiv. Schön. Okay, habe ich zwar schon gesagt, aber Gut aussehend. gut aussehen. Okay, synonym, scheiße. Jung, brutal gut aussehend. Kurden von der Schweiz. Vielleicht auch global. Ja, fix. Ja, Mann. Wir haben eine Spezialfolge aufnehmen lassen. Von der Ala Pellin und Lou. Die ist online gekommen. Sie hat Genau. auch gute Resonanz. Hast du gesehen? Auf Spotify ist wieder gekommen. Am meisten geteilt. Das Coole ist, ich weiß nicht, doch, ich glaube, wir können da, mit dem etwas bewirken. Wir sind 11. in den Charts. Das heisst, wir sind kurz vor den Top 10 Charts wieder. Ah, geil. Sind wir in den Charts wieder? Ja, wir sind 11. momentan. Geil, Mann. Leben ist gut. Ja, so ist der Rockstar Live, Bro. Bist mal in den Charts, bist nicht in den Charts. Chart? Red Deutsch. Bruder, die haben das 17 Mal überschrieben. Wie soll ich wissen, wer Deutsch ist? Ja. Nein, Hey. Deutsch, Mann, ne? Er steht zwar Red Deutsch, aber ist gut. Aber es ist eben durchstrichen. Aber wenn du ja gerade am Knöpfchen drücken bist, Bruder, Hey, der smooth Übergänger. dann drück doch mal keinen weiteren Knopf. What? Hey, hast du sehen? Dann drück das Intro. Ey, Sero und Josh Negro, ich schwöre, ich weiss nicht, in welchem Film ihr zwei gerade lebt, aber vergesst bitte nicht, wo ihr herkommt. Vor allem du, Jolas, kennen eigentlich so ağzını burnunu kırarım. Yo, was geht ab? Ich bin's AZ von der Carmen Gang. Da ist der AZ. Was geht ab? 10 ist da. Check alle kurz und bündig, der beste Podcast überhaupt. Ja, der Melodie. Okay, convoco meine Seelenverwandte. Kurdistan? Du und dein scheiß Podcast hier. Beide. Schön und gut, aber ich verstehe den Hack immer noch nicht. Das ist kurz und bündig morgen. Extra. Ey, Sero und Josh Hey, Negro, schau das an. Das musst du auch. Was ist das? Das muss auch. Was muss ich? Bro, das läuft zweimal. Wir müssen mit Auto verkürzen. Ja, wir müssen, ja. Ja. Mir? Ich sage immer mir. Okay. Okay, reden wir kurz über die Folge von letzter Woche. Reden wir, ja. Ja, hast du sie gehört, sag ehrlich? Ja. Okay, gut. Ich auch? Ja, Altmann. So ist es auch. Nein, ich habe sie echt Ich habe gehört. lustig gefunden. Ich habe sie echt gehört. Nein, ich habe sie heute gehört. Ja. Und Bro, ich sage ehrlich, also ich höre ja wirklich unseren Podcast nicht. Und du hörst ihn einfach, weil du musst. Ich muss ja genau. Wegen der Zeiten. Aber würdest du ihn sonst hören? Also unser Podcast, Ja. an und für sich pauschal. Ja. Ja, wie Also ich meine, nachdem du ihn aufgenommen hast, so. Also er ist Ich meine, es gibt Leute, die hören ja ihre eigenen Sachen, die sie droppen, so quasi. ja, also ich höre unser Zeugs gerne, ich finde es lustig. Okay, ich schaue gerne unsere Snippets auf TikTok so. Die schaue ich auch gerne. Ja. Aber, Bro, ich will niemals einfach eine Stunde über den so hören, wo nicht ich bin. Weißt du, was ich meine? So, ich bin's, aber. Sagst Ist doch ein bisschen arrogant. du? Ja, voll. Ich habe gar kein Problem damit. Ich habe, also, weil Also- ich halt die Schwäche habe, um überhaupt anderen zu hören. So. Ja. Ich höre keinen anderen Podcast. Hey, ich höre einfach auch nicht gerne Podcast, ich höre auch nicht gerne unseren, Bro, sag Ja. dir ganz ehrlich. Nein, uns höre ich schon gerne, aber halt, weil ich muss so. Ja. Aber ich bin noch nie so gewesen, jetzt so, oh mein Gott, unser Podcast, ich höre jetzt einmal. Ja, Mann. Auf jeden Fall, ich habe ein Reel aufgeladen auf TikTok. Ja. Und du hast das Reel gesehen, oder? Mhm. Das letzte, oder? Ja, genau. Ja. Von der Girls. Von der Ja. Spezialfolge. Ja, genau, ja. Für die, die es nicht gecheckt haben oder noch nicht gehört haben, wir haben eine Folge aufgeladen. Am 8. März. Am 8. Nein, wir haben es am 9. aufgeladen. Am 9. sorry, ja. Aber es ist eigentlich um den feministischen Kampftag gegangen und wir haben so gefunden, wir haben unsere Plattform 3 Frauen gegeben und ihnen einfach mal so die Plattform geben und so reden darüber, was sie wollen und jetzt können sie über das reden. Und hey, Bro, ich habe voll gelost und ich muss sagen, ich habe gelacht. So. Und ich habe nicht Ja. erwartet, dass ich lache, weil Frauen sind nicht lustig. Nein, weil es einfach ein ernstes Thema ist, Bro, und man erwartet wie nicht, dass man lacht, aber ich habe trotzdem gelacht. So. Okay. Checkst, hast du einen Knopf gesucht? Ich würde, aber ich bin unsicher. Lass mich schnell zuerst, bevor du weiter redest. Man, you just... Okay. Mit der Leasinger machen, das ist geil. Aber mit der Leasinger machen. Okay. Auto kann. Alarm. Bro, Der das ist verwirrend, hör auf alles umdrücken. Der beliebt. Jetzt machen wir den nächsten schnell. Stimmt oder stimmt nicht? Okay, den kennt man auch und Intro. Also, da war Red Deutsch. Schon vergessen. Ist gut, Bro, ist gut. Egal. Sorry, erzähl weiter.
Wo bin ich gewesen, Bro? Hure verwirrend. Wo bin ich gewesen? Eben, du hast das geschaut und du hast es lustig gefunden, obwohl eben deine Meinung noch Frau sind. Ah ja, genau. Das ist eigentlich alles, was ich wieder sagen. Nein, hey, Bro, ich habe das Reel geschnitten und ich finde, das Reel ist auch lustig gewesen. So, es ist nicht das Lustigste, was wir je aufgeladen haben, Ja, aber es ist auch Ich habe es lustig gefunden, ja. mit Abstand nicht das wenigst Lustigste, was wir je aufgeladen fix. haben. Hey, und Was ist deine Meinung das wenigstens lustigste bis jetzt? hey, wahrscheinlich eins, was wir schon gelöscht haben. Was willst du hinaus? Nein, nichts. Ich will rauskützeln. Ich weiß es nicht. Also, Okay. ich meine, ich schneide ja die Reels, darum meistens finde ich es ja schon Hast du Fabian anders gesagt? Krass. Nein, Mann, Witzbrüder. Witzbrüder. Nein. Love you, Fabio. Ey, Bro, es ist so verwirrend. Heute ist wirklich verwirrend. Was haben Ich finde nicht. Bro, du bist am Erzählen gewesen, in TikTok, Video, du hast angeschaut. Eben, Bro, ich habe es aufgeladen und die Leute haben einfach pauschal gehatet. Ja, Und ich meine, wenn du unsere TikTok-Videos anschaust, Bro, wie viele Kommentare sind negativ? ja, nicht so viele. Ganz ehrlich. Ja. Ganz ehrlich so. Ich weiß nicht, aber nicht so viel. Bro, also im Vergleich zu anderen Leuten, die Sachen aufladen ins Internet, so, wir kommen erstaunlich wenig Hate-Kommentare über. Und das ist nicht Was geil arrogant. ist, was kein Anreiz ist, Anreiz sollte es sein und einen Appell bitte machen. Nein, ich meine, Mich es geht jetzt nicht um Bluff oder so, sondern ich bin überrascht, Bro. Ja, fix. Weil es gibt Leute, die sind einfach Pauschal-Hater. Und es gibt auch so ein, zwei Söhne, die immer wieder auf Videos schreiben, okay, aber haben wir das Land? Ich finde ich dumme Nutte so. Aber so erstaunlich wenig Haters, Bro. Ja, voll, aber bei diesem Video schon. Ja. Aber bei diesem Video, und weißt du wieso, Bro? Einfach weil es Frauen sind. Normal. Und sonst ist es eigentlich genau gleich. So. Weißt du, so, sie sind Kanaken, die Scheiße labern, ein bisschen ernst labern und ab und zu halt jetzt haben sie über Feminismus geredet und die Leute sind einfach so gewesen, die Fresse, ja, aber gehst Militär. Das ist geil. Hey, ja, Bro, voll. es ist also, es hat recht gewesen damit. Es ist ja nicht das Ziel gewesen, zum etwas urladen und irgendwie, ich habe nicht Hoffnung gehabt und ich habe jetzt auch nicht gedacht, dass jetzt Beifall kommt von jedem Ecke und Ja. jeder applaudiert. Aber das, was wir haben können machen für den Tag so, Ja. haben wir gerne gemacht und Voll. haben es unbedingt auch wollen machen, Plattform anbieten. Wird wahrscheinlich nicht das letzte Mal sein für irgendwelche wichtigen Sachen, Nein. aber auf jeden Fall Plattform anbieten. Den Leuten, wo wir Meinung haben, ist wichtig, dass das sicher auch bei denen ankommt und dass das sicher auch gehört. Voll. Hoffe, dass etwas angeregt worden ist. Es langt schon nur, wenn nur einer sagt, also einer hat geschrieben, ich habe mit einer Frau angefangen zu diskutieren. Also zuerst habe ich es gelesen, dann habe ich sehr viele Sachen halt zum ersten Mal so gesehen und auch verstanden. Gewisse Sachen bin ich unsicher gewesen. Und dann habe ich meine Frau gefragt, ob sie den Podcast hören kann. Und dann haben wir zusammen ein Gespräch geführt. Ja, das ist Bro, gut. Es geht für nur um das. allein hat es gelangt. Es geht nur um das. Für das allein hat es gelangt. Also es muss nicht unbedingt automatische Bewegungen entstehen wegen so einem Video. Voll, oder Mann. so. Aber ja, ist cool gewesen, wirklich schön, dass ihr da gewesen. Haben wir sehr Pedro. gerne gemacht, ja, fix. Hallo Und und Lou. ist lustig gewesen. Danke vielmals. Leute haben kommentiert, so der Klassiker. Krass, was ist mit dem Josh passiert? Voll, Mann. Hey, nein, ist geil gewesen. Und dann vorher haben wir das Folge mit dem Schieder und dem Jenny aufgeladen. Und die hat, glaube ich, bis jetzt mit Abstand am meisten Die ist schön, die ist lustig. Feedback bekommen, Bro. Also, Leute haben wirklich mega viel geschrieben, das ist die bis jetzt lustigste Folge. So. Kannst du schnell das Teil wegtun? Sicher, ja? Ist das im Bild gewesen? Ich weiß nicht. Okay. Hast du nicht geschaut? Ich bin mir gerade Bonne Chance, unsicher. also wenn ihr jetzt etwas seht. Ja, Bro, auf jeden Fall eine geile Folge gewesen, eine lustige Folge gewesen. Sie Total. haben auch mega Freude. Ja. Und schön hat es euch gefallen. Ja, Mann. Und ich glaube, wir machen jetzt wieder ein bisschen mehr mit Freunden. So. Ja, also wir haben eigentlich ursprünglich mehr vor gehabt, Voll. aber dann haben wir so eine Phase gehabt, wo ein bisschen brutal am Brennen war. Dann haben Voll. wir viele Gäste anfragen gehabt. Ja. Pause hat es auch noch gegeben und dann... Wir haben jetzt auch noch 4 Gäste, die eigentlich am Warten sind. Jetzt, dass Genau, sie das ist jetzt kommen. ein Leak. Genau. Die ist da und dann ist ja, also weißt du, es ist ja Gäste gewesen, dann haben wir noch schnell müssen 5 Tour, also weißt du, 5 Live-Shows spielen, wo wir haben müssen ausverkaufen. Ja, Bro, es ist nicht einfach. Aber wir sind nur. Aber wir sind nur. Voll. Aber hey, Bro, lassen wir das jetzt? Genau, das ist heute ein Community-Folge. Yeah, Community-Folge. Dings. Es gibt also ein englisches Wort, so... Community. Community Service. Nein, Community Service, kennst du? Ja, Mann. Das ist für euch. Und zwar machen wir heute eine reine Community-Service-Folge, wo wir nur Fragen beantwortet. Genau. Wir haben am Anfang, mit dem ganz am Anfang vom Podcast, haben wir immer wieder Fragen gestellt. Voll. Also, sprich, ihr habt uns Fragen gestellt, wir haben sie geantwortet. Und dann haben wir mit der Zeit das ein bisschen vernachlässigt. Wir haben hier und da mal das gepostet, haben immer so
Zeit gehabt für 2-3 Fragen. Aber das jetzt rein 100% ab jetzt nur Fragen. Nur Frage. Oh nein, etwas wollte ich noch sagen, bevor wir... Ah, genau, ja. Für die uns nicht auf Insta folgen, wir sind nominiert für den Podcast Award. Ah, stimmt, voll mit Das Bros. haben wir nie erwähnt. Wenn auch. Ja. Neben all den... Nein. Hey, wir sind auch nominiert für den Podcast Award. Ja, Mann. Für die allerersten Swiss Podcast Awards. Ja. In der Kategorie... nein, nicht Deutsch, Mann, nicht. Dankeschön. In der Kategorie Neuheiten. Genau. Wir sind im Gespräch gewesen bei der Audiokanzlei, das sind die das organisiert. Haben mit ihnen etwas aufgenommen? Folge Ich weiß aufgenommen. bis heute nicht, ob das ein Erfolg ist. Ich glaube schon, ja. Ich weiß nicht, wo das ankommt. In der Podcast-App kannst du hören, aber mach keine Ah, okay. In der... Und da hast du ja so gesagt, so, wie kann das sein, dass wir nominiert sind mit 3 anderen Podcasts, wo alle nur 8 bis 10 Folgen haben? Was ist das für ein Bullshit? Etwa so. Plus, minus, Pi mal Daumen. Pi mal Daumen. I respect that. Wir haben gesagt, beim Aussteigen, wir steigen aus dem Auto aus und dann du so, ja, weiß nicht, Bruder, aber du verstehst schon, wenn ich sage, es ist komisch, dass wir unter Neuheiten sind. Ich so, Bro, es triggert mich brutal. Ich Hey, muss Bro. fragen unbedingt. Ich schwöre. Und ich glaube, unsere größte Konkurrenz ist ein Podcast, den ich jetzt nicht erwähnen will. Nein, egal. Hey, wir werden es sehen. Hey, wir sehen. Wir Der sehen. besser gewinnt, ganz einfach. Ganz einfach. Der besser. Die Gewinnt. 2 bessere und der Kurden Schlechter hat vielleicht ein Paketbombe am nächsten Tag. gewinnen. Und wenn Das ist kein nicht, Drogs. Ich habe es von einem Film, ich schwöre was. und wenn nicht, dann wird irgendjemand... Nein, ich darf nicht sagen. Nein, ist schon gut, aber es gibt so ein oder andere Unternehmungen mit einem oder anderen Tier Mhm. von einem anderen Kontinent im Logo. So, vielleicht checkst du, wer ich meine, vielleicht nicht. Ich check wirklich nicht. Panther. Ah, ja. Ja, klar. so Pi mal Daumen. Mhm. Es könnte sein, also uns ist so geflüstert worden, so Leute so, ja, falls nicht, dann das, was im Kapitol passiert ist bei Trump, Leute so, wieso nicht Hauptsitz von ihnen? Ich so, ey, machen nicht, aber Ja, Mann. Also wir schauen jetzt, Bro, es kommt gut. sorry, warte, Ja. das ist keine Drohung gewesen, das ist rein Kunst. Checkst? Kunstfreiheit. Genau. Aber eben, wir werden den Award heimholen und wenn nicht, dann... Ja, wenn nicht, dann schon nur die Nominierung und schon nur, wie die Leute uns geschrieben haben, wie so, hey, also sehr viel Support so auch, ey, So was kann man voten. machen und so. Ja. Genau, sehr viel auch Gratulation und Anerkennung schon nur, dass wir auf die Plattform, also dass wir die Plattform bekommen und die Anerkennung bekommen. Mega schön. Also, Ja. Preis muss nicht sein, der Preis ist euer Support, ich schwöre. Ja, du redest für dich. Ich sage einfach, wir holen den Preis und wenn nicht, Okay, ja, dann werden chillig. wir... Ja, es lange, wenn einer bodenständig ist. Ja, Mann. Voll. Am Mittwoch ist die Verlosung. Yes, Also 2 Tage nach dem Fokus ist. Genau, 2 Tage nachdem du gelesen hast, musst du noch einmal fett go. Nein, eigentlich nicht. Geh einfach auf Swiss Podcast dann am Mittwoch und schreib ihn einfach, weiß ich nicht, kurz und bündig, die müssen gewinnen. Wenn nicht, dann, nein, ihr wisst schon. Nein, Mann, okay, also Spaß beiseite. Frage. Hast du das schon angeschaut, was wir für Fragen haben? Gar nicht, okay. Ich klicke da mal durch, es sind doch ein paar reingekommen. Wir nehmen jetzt eine. Du weißt nicht aus, letztes Mal hast du mich verarscht. Okay, dann wähl du eine. Du so, ich mach mal. Ah, weißt du, Ich weiß was schon. ist das für eine Frage? Wobei, das finde ich wichtig. Ich habe nämlich auch gerade eine Story zu dem. Ah, stimmt, ja, du hast etwas für einen speziellen Anschnitt. Ist das das? Das ist nicht das, Okay, aber ich komme okay. noch zu dem. Einer schreibt, welchen Dialekt von der Schweiz findet ihr gottlos schlimm? Ich würde jetzt etwas sagen, aber jetzt würde ich kassieren, wenn ich das sagen würde. Wann will? Oh, ah, Nee. ja, fair, okay. Basel. In dem Fall pauschal Basel. Hey, ich muss sagen, ich find den Basel-Dialekt bei Frauen. Bro, ich sag einfach nur, ich finde den Basel-Dialekt bei Frauen Ja. herzig. Weil so, stell dir vor, so eine kleine Kanakin kommt dich anficken. Jo, Mann, warum? Ich weiß nicht, wie die reden. Wann schaust du mich? Das ist wieder Bro, Ja. keiner versteht. Keiner Check. Keiner checkt. Aber die sagen immer, ja. Also, Bro, ich stelle mir so vor, so internationale Firmen, so Roche und so, weißt du, alle in Basel, gehen so an Meetings, Basel Dialekt Englisch. yeah. Bro, wo gehst du? Ich kann nicht mal nachmachen, ich will nicht mal. Ja. Das, Bro, Basel-Dialekt. Also sind wir das einig, schwierig. oder? Aber kannst du einen Kanaken ernst nehmen, der auf Basel-Dialekt kommt? ja, sicher. So, wo dich anfickt. Bro, 100%. Weil Okay. 80% von Basel sind Kurden, Bro. Aber stell dir vor, es kommt so ein Kanaken aus Appenzell oder so. Mit so einem Dialekt, Bro, kannst du ernst nehmen? Schwierig. Du? Gar nicht, aber ich im Allgemeinen kenne Weißt du, das wäre auch ein mühsamer. Was? Wallis. Ich wollte gerade sagen, Bro. Ich wollte sagen, und zwar, ganz eine lustige Geschichte, Bruder. Ich studiere, also an der Schule, wo ich bin, Okay. ist jemand, der aus dem Wallis ist. Ja.
Und die Person ist mir auf Insta gefolgt und ich habe gesehen, halt auch Zetterika und so und Künstler unter sich folgen sich halt zurück. Genau. Follow for Follow. Genau, Kunst bin ich, vor zurück, bin Kunst. ich zurückgefolgt und dann hat sie mir geschrieben, mit ihrem Basler Dialekt, mit ihrem Walliser Dialekt, hat sie mir geschrieben, hey, ich finde euren Podcast super geil. Du hast mich entziffern. Hey, und ich muss dir ganz ehrlich sagen, Walliser Dialekt, etwas vom, es macht ganz komische Sachen mit mir. Ja. Ich kann es dir nicht erklären. Bro, es ist so fucking herzig. Bro, ich muss schnell, Kannst du bitte lesen? ja. Ja. Es sind ganz lustige Sachen passiert, weil das sind so Cousinen und Schwestern. Bruder, wie lange sind wir schon schreiben? Warte. Oh, chill. Nein, chill, Bro, chill. es ist alles gut. Es ist Okay. wirklich nur, also... Okay. es ist, Ich habe wieder ein bisschen... nein, nicht. Aber sie schreibt so, ich muss schon wieder... Sie schreibt, ein grosses Kompliment übrigens an Ewe Podcast. Bin ein Risu-Fan. Das checkt man, oder? Ja, das checkt. Und ich so, ey, red du... Nein. Nein, red Deutsch, Mann, ne? Nein. Ey, Bro, und dann haben wir ein bisschen hin und her geschrieben, einfach so, wirklich so voll easy. Ja. Und dann, Bro, auf einmal, ein paar Tage später, kommentieren so 5 fremde Frauen auf meinem Insta-Profil. Auf eins Foto. Hör auf, lass zu. Nimm mich, ich schwör, nimm mich kurz ernst. bitte. Okay. Und dann schreiben sie so, boah, wer ist der hübsche Typ? Und ey, oh, einfach ein Top-Mann, so, Bro. Aber unsere Leute oder so? Ich kann sie nicht, ich schwöre, ich kann sie nicht. Ich kann nur die eine von Zetterika. Hey, Bro, und man fühlt sich verarscht, ganz ehrlich. Ja, und dann habe ich ihr geschrieben, ich so, läuft da etwas? was läuft mit dir? Also, weißt du, was ist los? Sie so, hey, wir sind einfach alle riesen Fans von dir, haben sie geschrieben. Aber, Bro, es ist ja alles am Joken, weißt du? Normal, ja. Voll. Auf jeden Fall, haha, wir haben ein bisschen gelacht. Jetzt haben sie mich eingeladen auf die Alp im Wallis. Alp ist doch... Alpen, Bro, einfach. Ja, Also, aber ist es nicht so der Begriff in die Alp gehst? Ist sowieso bei uns, Bro... Wenn du einmal ja, so, ist im Quartier. Nein, Bro, ist doch wie so dunne bei uns, wenn so der Hirt im Sommer mit der ganzen Weide so aufs Feld geht und den ganzen Sommer dort... Okay, dann Einfach die Weide so, einfach chillen, einfach Bro. Alp, ja. Die haben ein fettes Haus irgendwo dort. Ja. Es gibt Jasskarten, Bro. Es gibt... Darf ich etwas fragen? Ja. Bist du als einziger Mann eingeladen worden? Hey, ich glaube, also ein paar von denen haben einen Freund und die sind wahrscheinlich auch dort. Okay, chill. Okay. Aber, berechtigte Frage. Ja, du verstehst du, oder? 100%. Ich habe ein paar Pornos geschaut, die so angefangen haben. Ich sag dir ganz ehrlich. Komm in die Alpen, weißt du, in die Natur, im Bauernhof. Kurz bin ich schon ein bisschen hyper gewesen. Nein, und dann eben ein bisschen hin und her geschrieben. Und jetzt bin ich eingeladen so auf die Alp. Und ich Okay. freue mich sehr, Bro, weil wir gehen dort chillen und du weißt, Bro, ich liebe Berge, Bro. Safe, also cool, Bro. Voll. Es gibt einfach so Ziegen dort, Bruderherz. So kleine, weißt du? Und dann geht einfach ein Grill, Bruder. Ein Grill, Bruder, ein bisschen Jas, ein bisschen... Bro, ich bin kein Weintrinker, ich sag dir ehrlich, aber Walliser Wein, Bruder. Ja? Ich habe im Militär einen Kommandant gehabt, der aus dem Wallis war, der hat mir als Dankeschön so einen Wein geschenkt. Cool, Bro. Ey, Bro, ich kann nie etwas mit Wein anfangen. Nie. Hey, und ich wollte jetzt einfach noch schnell sagen, ich bin von wildfremden Menschen eingeladen worden und gehe jetzt dort hin. Mach einen Vlog drüber. Und einfach mal kurz schnell zu sagen, wenn ich nicht überlebe, Bruder, wenn ich in den Wald, in die Alp gehe und Ja. ich komme nicht mehr zurück oder ich komme so zurück mit so ein bisschen Gehirnwäsche, weißt du, so ganz andere Mensch, so, ja, dann, Bro, selber Ja. schuld. Ich sag nur das. Bro, look, ich mach's so. Weißt du, was machen wir? Was? Du tust mein iPhone finden, bei mir rein. Mhm. Und ich gehe einfach sicher. Einfach zum... Ich gehe mal, du sagst mir, welches Weekend du gehst und du sagst, auf welchem Ort ihr eigentlich chillen werdet und dann will ich dort dann am Wochenende die ganze Zeit schauen, bewegst dich ein bisschen weiter weg und wenn ich einmal sehe, dass du, wie so Fußfessel, weißt du, wenn ich einmal sehe, dass du in die Ortschaft verlässt, Ja, hallo? Polizei? Bro. Ey, Das kommt nein, ja schnell Grund. Ja, sag doch, sicher hat sie heiß. Hey, Liz, kommt jetzt alles. nein, Bro, ich freue mich wirklich und vor allem, ich freue mich so, weil ich kann einfach 2 Tage lang, oder wie lange immer das ist, einfach Walliser Dialekt zuhören. Ja, Mann, ist zu schön. Bist du mal gewesen, Wallis? So Open in der Gampel und Ja, so? ja, Bro. Also, ich bin schon mit der Pelin zum Beispiel und ein paar anderen Kollegen und Kolleginnen. Ach stimmt, ich bin ja dabei gewesen. Ja, also das sind wir auch. Wir sind Schon sehr schön wir sind gewesen, auf der Alp gewesen, stimmt. Ja. Wir haben dort auch schöne Fotos gemacht von der Berge und so. Hey Bro, es war brutal gewesen. Schön, nice. Und was ich noch sagen wollte, Also das heißt, bei dir läuft? hey Bro, ja, bei mir läuft. Ich und so 2 Schwestern, 2 Cousinen, keine Ahnung wie viel, ihre Freunde, Bruder.
Look, im schlimmsten Fall, im besten Fall, Bro, kennst du den Film, wo der eine mit einem zusammen ist und er ist dunkelhäutig? du meinst Get Out. Dann geht er zu der Bruder, Familie. pass auf. Bruder, Bruder, ich sag pass ja, auf. aber ich sag dir, wenn ich stirb, dann wollte ich im Wald sterben, Bruder. Bro, wie meinst du das? Bro, stell dir vor, Graubünden besser. ja, Bro, Wallis ist dann noch ein bisschen unberührter für mich. Aha, in meinen Augen, weißt du? Okay, also. Voll. Aber darum, tun die Frage beantworten, Fick Basel und je Wallis. So. Ja, fix. Aber das ist wild. Und das ist auch wieder das gleiche Phänomen, Bro. Wenn ein Typ Walliser Deutsch redet, ich konnte ihm einfach seine Fresse kaputt schlagen. Mhm. Weil wir haben auch über den Militär gehabt, der hat mich an mich so angeschaut und der hat gesagt, der hat mit mir geredet und ich schwöre dir, Bruder, ich habe nachdem er geredet hat, in so 20 Sekunden angeschaut und ihm so gesagt, ey Bro, ich check nicht, was du mir versuchst mitteilen. Ich schwöre, ich habe es nicht verstanden, Amix. Mhm. Verstehe ich. Ja, Mann. Also. Also, da ist eine Frage, Strap-on mit oder ohne Vaseline? Gar nicht. Keine Vaseline. Gar Okay, nicht. gut, Gar danke. nicht. Er hat gesagt, keine Strap-on- Vaseline. Du, was sagst du? Ey Bro, wenn dann mit. Also, würdest du Strap-on? Nein, aber das haben wir ja letzte Frage schon geklärt. Ja, Celebrity Crush? Ich habe mal Twitter gemacht nur für Ariana Grande und habe ihr geschrieben, hat ich kann sie packen. Ist das sie, wo mal mit dem Justin Bieber zusammen war? Ich glaube, sie hat mich 12 oder 13. Krass. Ich Und? habe. Hey Bro, wir sind zusammengekommen. Und Ja. hat sie mit so einem etwas gehabt und so. Der war so. Justine oder so. Justine, der not so, Mann, ja. Bro, ich habe auf der Straße gesehen, ich so, hey, Bruder, mach keinen Fax. Mhm. First come, first serve. Fair. Aber er hat Und, ihn respektiert. Und dann er so, Baby. Ja. Und ich so, easy, verstanden. Ey Bro, es hat mir auch gerade etwas sein nochmal. Ja, erzähl. Wir haben in Tös einen gehabt, Bro, ich weiß nicht, ob du schon von ihm gehört hast. Der war so einer gewesen, Bro, der hat geliebt Lügen. Jeder kennt so Leute. Aber Bro, der hat das Bild von sich gefotoshoppt mit der Ariana Grande zusammen. Oh. Du weißt wer? Ja, Bro. Bro, er hat sich bei Celtic Glasgow hat er sich das Probetraining in der Photoshop. Er so Sky's the limit. Aber nachher über den Sky, Alter. Du tust von Thailand das Scheiß bearbeiten und dann So schon. ein armer Sieg, Bro. Aber warte, Ja. glaubst du mir, dem geht's. Der ist glücklicher als mir. Ich weiß. Ich kann Er mal- ist voll auf der Schiene, er glaubt das. Er glaubt das, Bro. Ich bin mal bei ihm daheim gewesen, wo ich früher, und er hat so Diplom von Celtics sogar gehabt und so. So, Bro, wie meinst du das? Von Feld 2 Celtic Glasgow? Hey, Bro, und eben, der ist rumgelaufen mit dem und hat gesagt, hey, Bro, look, sag niemandem und so, aber ich bin mit Ariana Grande zusammen. Krass. Und weißt ja, sie weißt wegen Fame und so, sie will nicht, dass ich das Klar. ich so, klar, ja, krass. Das so, ich verstand. Ich so, Vor allem ja, wegen eben, Fame. wenn jemand checkt, dann ich. Und nachher habe ich so gesagt, ja, aber wo hast du sie kennengelernt? Also, ja, sie hat ein Konzert gehabt und so. Ja, und nachher haben wir uns per Zufall gesehen, wir haben ein bisschen geredet. Ja, voll. Klar. Voll. Sie läuft So aus dem ein Konzert Wurst. raus, sie läuft aus dem Ballerstadion raus, weißt, keiner kennt sie, nachher Ja. sie genau dich und wie der Schwur kann ich, du hast sicher noch Akte dabei, kann jeder verdienen. Sie so, oh, I'm sorry. Ey, Bro, jeder Bro, aus wo das, aus unserer Generation, er weiß, von wem ich rede. Bro, wo gehst du? Das ist einfach... So aber wild. mit das war einer kein Fall. Also, hat einfach einen vom Windteam. Und der ist so, ja, eben mein Vater, also meine Familie Scheine und so, meine Familie hat Cash und so. Mhm. Und dann ist er so, erste oder zweite Klasse gekommen. Mit irgendetwas, was wir noch nie gesehen haben. Ja. Und nachher, mir so, nur komisch und so. Und er immer so, ja, schaut, das haben meine Eltern jetzt mir von Amerika gebracht, das gibt es nur in Amerika. Und nachher mir so, ja, zeig mal, er so, nein. Und Was so, ich sehe, iPhone 1. Bro, warte. Nachher mir so, was, Bro, erzähl. Das ist noch ein iPhone 3. Kennst du iPhone 3 ist noch damals voll Der- das Ding gewesen? Wo oben, Oval, wo so, ja, wo oben so, schwarz, unten grau. wo so ein bisschen, unten so ein bisschen wölbig hat. Ja, ich weiß genau, ja. Er so, ne. Aber so hat er nicht ausgesehen, weißt du? Mhm. Nachher, aber mir nicht gewusst. Nachher, er so, ja, weißt du, ne, iPhone 3, war schwierig gewesen für meine Familie. Es haben nur ein paar auserwählte Leute in Amerika bekommen und so. Nachher ich so, tamam, easy. Und dann ist so der eine Chip gekommen, so von Sektion oder so. Mhm. Er so, was hast du? Der andere so, iPhone 3 von Amerika, es gibt nicht so viel und so. Er so, gibt nicht so viel. Nimmt so, weißt du? Er nimmt so, steckt zu ihm, nachher kommt er so nach 2 Minuten zurück. Er so, du verdammter dreckiger Spaß, er hat das auf der Boden rühren. Er so, das ist Plastik, haben die wirst alle gezogen. Von allen Leuten. Von allen Leuten. Wo sind die Leute echt heute so? Weißt du, so die Ey, wahrscheinlich immer noch am gleichen notorischen Film. Lügner. Immer noch am gleichen Film. Mein Celebrity Crush ist Anna de Armas. Wer ist das? Du so, wer ist das?
Das ist, hast du Knives Out gesehen? Okay. Bruder, du... Marilyn, Erklär? der neue Film mit, wo Blond heißt auf Netflix. Marilyn, Nein, keine. okay. Dann Okay, erzähl einfach. James Bond, der neue James Bond. Der neue James Bond habe ich gesehen. Den habe ich gesehen. In Italien, oder? So ein bisschen zum Teil. Nein, warte. Kolumbien etwas so. Nein, warte. Der neue James Bond sind doch irgendwo im Wasser sind wir doch, glaube ich, irgend so eine Station. Und der stirbt ja auch, nicht? Ey, Bro, Spoiler Alert erstmal. Ja, aber also gut, der neue, das ist jetzt 2 Jahre her oder so. Sie spielt dort Bond Girl. Diablo. Nein, ich kann keine Ahnung, wer das ist. Schon, oder? Hast du gerade Diablo gesagt? Nicht. Ist der Sergio wieder für Nicht. Sí, claro que sí. Bro, ja. Was will ich sagen? Ich wollte einfach, dass du schnell schaust. Ich einfach in den Raum stehen lassen jetzt. Das. Genau, Okay. Anna Darmas, Das ist dein Crush. ich liebe dich. Te Salat. quiero, einfach, dass du auch noch verstehst. Wenn ich jemals... das ist sie beim Bond Girl so gekommen. Ja, fix. Und da passiert ja auch. Okay, Bro, in dem Fall, ich kann mich mehr auf sie konzentrieren als auf den Film, sag dir ehrlich. Ich nehme nicht was, Bruder. Dir speziell, ich nicht was. Bro, und ich habe sie im Knives Out zum ersten Mal gesehen, ein geiler Film, so ein Thriller, so wie Cluedo-Style. Auf jeden Fall sie und auf der anderen Seite der Tom Hardy. Tom Hardy könnte Sachen mit mir machen, Bruder, wo keine darf. Ey, er wäre, glaube ich, der Einzige, wo ich wenn mir zukünftig gesagt hätte, ich betrogen mit Tom Hardy, dann würde ich sagen, hey, look, Hey, voll easy, ich auch. die Schwachen nimmt's. Voll. Tom Hardy könnte wirklich... Ich würde ihn zwar trotzdem umbringen, aber ich würde ihn nicht mit Hass umbringen. Ich würde ihn so, hey Bro, look, du weißt, was angeht. Ja, ich weiß. Tut mir leid. Schade, aber ich bin dir nicht böse. Ich verstehe. Wenn mir jemand sagen würde, du hast 2 Optionen zum Überleben, entweder du rutschst am Tom Hardy aus, oder ich würde sagen, ja, ist gut. Wenn ich Zeit aufschreibe. Tom Hardy, Schwanz lutschen? Bro, ich würde direkt sagen, er sagt, nein, 2. Option ist, du musst 2 Meter laufen, ich lutsche den Schwanz. Du schaffst auf der Knie. Du so, Ich so, wann gib. Wann können wir anfangen? Tom Hardy, Bro, richtige Ding. Ja, Mann. Ich muss sagen, im Fall, Bro, ich habe, also eigentlich in jedem Film, wo er mitspielt, ich finde ihn brutal krass, wirklich guter Schauspieler, aber Ja. speziell, noch zu erkennen jetzt, aber speziell bei Peaky Blinders, finde ich, hat er die Rolle als jüdischer Mafia-Boss Solomon heißt er, glaubt er nicht? Ja. krank gut gespielt. Ja, der spielt er brutal. Das ist... Hey, ich finde im Fall immer noch, dass er bei Bane, also bei Batman, Dark Knight Rises, der Bane hure krass spielt. Mad Max spielt er auch hure gut. Bro, der Film, wo er beide Hauptrollen spielt. Ah, du meinst das mit der Crane-Zwilling, wo er... Ja. Das ist ein ganz wilder Film. Ey, wie heißt der? Psych? Nein. Bro, wie kann er das so gut spielen? Er spielt so Zwilling. Voll Ja, durchdreht der andere und der andere ist voll... Ja, ich ja. muss schauen, dass er durchdreht und nicht zu fest durchdreht. Voll. Das ist ein geiler Film. Wie hat der geheißen? Über Crane-Zwilling. So basieren, glaube ich, auf echte Geschichten. Ja, oder so. genau. Das Crane-Zwilling sind im, ich glaube, in UK. In 20. Jahrhundert, glaube ich, in UK so 2 Mafia-Bosses gewesen. Das sind Filme gewesen, ja. Und er spielt es brutal. Er spielt das Das googelt ist irgendwie, keine Ahnung, Tom Hardy, Mafia-Film Zwillinge, den sehen wir gerade, das ist ein kranker Film. Er spielt Und der beide Kanye Schauspieler. sagt ja immer That Shit Cray. In dem Lied Schwarze Personen in ja, Paris. Voll, ja, voll. Und das, er meint halt damit That Shit Cray wegen Cray-Zwilling, wie die sind krank. Ah, okay, krass, Ja. ich habe gedacht, von crazy Abkürzung oder so. Ja, so ein bisschen, aber es ist eigentlich Okay, Anspielung okay. auf Cray-Zwilling. Okay, nice. Ja, Mann, voll. Also, einfach das, falls es nicht klar ist, nochmal Tom Hardy. Falls du los ist, Und ich habe jetzt Connections zu. sag der auf Englisch, dass du, was soll ich sagen, ich glaube, er würde es nicht auf Englisch verstehen. Auf Englisch? Ja. Okay. Hi, Tom. If you want to find out what that mouth do, fuck around, bro. Kann ich. Find out, wo, soll ich sagen? If you want to know what that mouth do. Yari. Wir machen die Nicki Minaj Lizzo-Fans. Keine Ahnung, Bro. Bro, Anaconda Videoclip, wer? Wer, Bro? Was? Ja, Tom Hardy kann gottlos. Hey, Ich habe gesagt, du sagst jetzt wie so, I can suck your dick. nein, einfach, also checken. Mit Skills. Wir können auch reden miteinander, weißt du, nicht nur. Fix, ja, nicht nur asozial sein. Voll. Du sagst, wenn du eine Frage gut findest. Gib mal, Bruder. Also. Ist das Soll ich dir erste? noch eine andere Geschichte erzählen, während du etwas suchst? Oder hast du gerade etwas? Das ist wirklich eine Frage mit dem Rap, und ich dachte, du ziehst mich. Nein, ist echt eine Frage. Von euch, Grund, das ist klar. Jari. Also, Komm, frag etwas. euer Frag. schlimmste, peinlichste Date.
Aber Ich schwöre, bei Gott, ich habe jetzt gerade das gesehen. Ja, über das haben wir schon geredet. Ja. Habt ihr schon mal eine NATO-Erfahrung gehabt? Wenn ja, wie? Nein. Hast du noch nie eine NATO-Erfahrung gehabt? Also, definier. Bist du nicht am Tod gewesen? Bruder, nein. Okay. Du schon? Hey Bro, Ah, das eine Mal mit dem Skidorf vielleicht. zum Beispiel, Sorry. der war ein bisschen wild gewesen. Der war ganz wild gewesen. Voll. Das mit dem Skidor war ein bisschen ein Wilder gewesen, Bro. Ja. Also das ist wir haben einen Unfall gehabt, weil wir fahren so richtig Kurve und er fährt immer schneller. Ich sage ihm, Bro, Achtung Kurve und er so Tokyo Drift und ich glaube Das ist gar nicht das Lustige. Das Lustige ist, wie er einfach jahrelang immer noch gesagt- behauptet. du sagst, er ist schuld und er sagt, du bist schuld. Er sagt- aber ich verstehe nicht, wie kann jemand, der in die Autobahn fährt, Mhm. also du fährst in die Autobahn rein Mhm. und du bist am Lenkrad mit beiden Händen. Bro, wir sind von der Autobahn. Wie kann... Wir sind von der Autobahn Ausfahrt gegangen. ich fahre Wir raus. fahren raus aus der Autobahn und Okay. er brettert mit 135 oder so dort rein. Und Bro, ich schaue geradeaus und die Kurve kommt immer näher. Und er so... Und der Tacho bleibt gleich. nachher, Und du weißt, wie der Schidar fährt, Ja. Bruder. Und ich so, Schidar Kurve. Und er dreht so und es hat uns voll an die Seite gehauen. ja, Leitplank und so. Voll an die Leitplanke. Auto total Schaden. Und Er so, ja, Josh. bis heute sagt er mir, wenn du nicht gesagt hättest, Kurve hätte ich nicht so umdreht. Stimmt, das ist das Lustige. Er sagt ja, weil du anfangen hast, so scheint laut und nervös schreien, hat es ihn noch schlimmer gemacht und deswegen hat es einen Unfall gegeben. Voll. Nicht die 135 Kilometer und 5 Minuten Bremsweg. Aber Bro, was willst du machen, Mann? It is, Bro. Ich habe keine Autoerfahrung gehabt, so weit. Einmal hat mich eine Welle in Spanien, wo ich am Schwimmen war, Ja. genommen, so ein Wirbel. Und er hat mich gut in 20 Sekunden nicht rausgelassen, Bruder. Ui. Dort bin ich näher gewesen, Bro. Der bist sehr nah gewesen, Ja. ja. Okay. Was heißt da? Einer sagt einfach Ein- nur Ficker. Dankeschön. Saida schreibt, was würdet ihr machen, wenn ihr zum eure Familie retten mit 100 Hühnern müsstet kämpfen? Ich würde ein paar Hühner den Kopf abschlagen, oder was soll ich sagen? Bro, zum den Gilly zitieren, Ja. ich will durchdrehen. So 2-3 Hühner, ne? Bro, mit denen will ich oben lassen. Aber die checken auch nicht. Schau jetzt oben. Hey, es würde einen schlimmen Kentucky Fried Chicken geben, oder was soll ich sagen? Bro, also, erstmal, wenn du bei mir sagst, wie so, Fight gegen 100 Hühner, dann wünsch ich will mir sagen, Bruder, wenn das die einzige Bedingung ist, wobei nicht zu unterschätzen. Bro, wir verwandt an dünne Hühner. Und ich habe mal so ein Küken, nicht zum Beispiel wegen Herzig. Bro, ich komme in die Nähe, rennt schon auf mich los. Ja, die Hühner sind kaputt. Nachher, ich gehe zu meinen Cousins, ich sage, hey Jungs, ich gehe zu meinem Cousin, ich sage, hey, hol mir schnell das Küken von euch, ich will dich streicheln. Er so, warte, ich muss an meinen anderen Bruder holen. Ich Weißt du, so, wie man Küken auf Schweizerdeutsch sagt? Weißt du nicht? Bibeli. 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 Was ist das? Migros Clubschule? Wie so ein dummer Ausländer neben mir. Babale. Bebele. Sozialhilfe. Bebele. Sozialhilfe. Voll Bibeli, Bro. Sind die- Okay, auf jeden Fall, nachher sind die das jagen und sogar die haben fette Fight gehabt mit der Mutter. Hey, Bro. Aber das ist nur bei Kindern. Das heißt, wenn es 100 so vor mir wären, ich würde, glaube ich, wow, es kommt vielleicht 4 Pfoten und Peter los, Bro, besser nicht. Ich habe mir ein paar Sachen gesagt. Aber Boah. Hey, kennst du deine Zelda-Games und Skyrim und so? ja, Du hast können jeden Gegner kaputt ficken, kaputt machen, schlagen, umbringen, alles. ich habe Zelda nie gegamed. Krass. Aber sobald einmal einen Huhn getroffen hast, ganze Dorf hat dich gejagt. Ich schwöre, Bro, das war der Endgegner. Das ist, Bro, Huhn ist äquivalent für Kurden wie Kühe für Rinder. Krass. Sachen wäre Drop, Bro, du weißt. Weißt du, dass in der Evolutionstheorie, dass man sagt, dass Hühner direkte Nachfahren sind vom T-Rex? Ich habe das schon mal gelesen, ja. Irgendwo. Hey, wäre lustig, ja, wenn so ein Animal zu so etwas wird. Es sind wieder voll wirklich Tschüss. gottlose Fragen, Bro. Einer schreibt, Alter. Er schreibt noch sogar Nein, wie hör auf, hör- ich habe genau das auch gesehen. Bitte lies das nicht vor. Okay, ist gut. Dann sind wir uns einig. Okay, also. Musik, die euch geprägt hat. So die ganze 50 Cent, The Game, G-Unit, Snoop Dogg, Dr. Dre, so die ganze Hip-Hop-Zeit, so Hip-Hop-Szene.
Heißt ich sage jetzt mal pauschal von 2000 bis 2008, 9, 10. Ich habe einen Kabutt gesucht, Bro. Ich habe letztens wieder so ein paar Lieder gelost aus der 2010er Ära, so Kesha und Flowrider. Weißt du, Kesha ist das Wake up in the morning feeling like P. Diddy. What up, girl? Weißt du noch? Ja, fix. Bro, das und Flowrider, das You Spin. Ja, der Flowrider kennt man. Bro, ich habe das Zeug alles wieder gelost. Es sind schlimme Memories für dich gekommen. Ich habe jetzt so einen ganz wilden Fakt über Flowrider gelesen. Ganz ein wilder, Bro. Was für eine? Ich weiß nicht mehr. Flowrider. Wegen Florida und der Flow. Er reitet den Flow, Bro. Bro, irgendetwas. Ich sage jetzt halb Wahrheit. Ich weiß nicht, was klar ist, aber die Aussage ist so, wie so, der Bruder hat letztes Mal dann etwas gedroppt und der ist immer noch wie so quasi mehr am Verkaufen und mehr am Verdienen, wie zum Beispiel die und die, weißt du? Weißt du, das Lied von ihm am kränksten ist immer noch? Shawty got apple bottom jeans. Ja, fix. Bro. Das ist immer. Wenn das heute im Club läuft, Bro. Eben, das ist in den Ausgang. Also ich weiß nicht, bist du down? Gibt es nachher Ausgang? Sicher ist es Nein, bin ich nicht. Krass, okay. Ja, wir sind jetzt schon zu spät. Pelin war zu der Voice eigentlich. Pelin ist nachher. Aber Für gibt es die noch eine Geburtstag. Frage? Noch ein, zwei Fragen. Ich würde aber gerne noch schnell wegen Musik. Mach das schnell. Bro, Pink Floyd hat mich mega geprägt. Also ich habe wirklich so, was mir wirklich schlecht gegangen ist, habe ich sehr viel Pink Floyd gelesen. Das hat mich easy rausgeholt. Und auch Lumineers, Bro, mit ganz anderen Musikgeschmack. Also schon klar, lieber, wieso hast du meine Haare angeschaut? Wegen Haarausfall? Nein, nur. Wie lange gibst du Mensch? Love you, Bro, ich liebe dich. Lumineers, Bro, ich habe Lumineers. Ey, ich schwöre dir, ich muss dir mal die Musikvideos zeigen, weil sie haben so Musikvideos, ich habe gestern mit der Penny alle durchgeschaut, sie haben so 10 Musikvideos gedroppt, wo alle miteinander zu tun haben. Geil. Und das ist so krass und das ist so krass gefilmt, Bro. Ich muss dir das zeigen, es hat mich gerade motiviert, an meinem Film weiterzuschreiben, nochmal. Das ist so Musik, die mich sehr geprägt hat, Alter. Und meine erste Berührung mit Hip-Hop ist recht spät gewesen. Ich habe ja früher wirklich so Linkin Park und so gerne gelost. Die wilden Kerle, hast du sicher auch gerne gelost? Ja, sicher, ja. Du nicht? Nein. Ich lasse heute zum Schlafen 3 Fragezeichen. Das ist schön. Ja. Und mein erster richtiger Kontakt mit Hip-Hop, den ich wirklich voll gefühlt habe, ist Kid Cudi gewesen. Ja, ich habe schlimme Kid Cudi Phasen gehabt. Du bist in so ein Loch hineingefallen, Bro, das nicht aufgehört hat. Ich kann jedes Lied von ihm auswendig können. Es hat ja eine Phase gegeben, wo du am Tag die x 100 Tweets mit, also weißt du, Support, wir alle zusammen, wir denken, wir können etwas erreichen. Wir haben jeden Tag so x-mal so gesagt, hey Kid Cudi, du doch einfach mal am Josh antworten, er ist ein riesiger Fan. Ich bin so ein Fan. 17 Mal haben wir. So ein Fan. Aber ja, hat nicht geklappt. Wir haben versucht, scheißegal. Wir haben versucht. Was ist die schlechteste Notlüge, die ihr gebracht habt bei Kollegen, Dates, Eltern? Schlechteste Notlüge? Also, es ist öppe dir passiert, dass der Josh mir früher gesagt hat, Bro, Leute mir an, der klassische Ich habe Notfall. Okay, das sind ehrlose Zeiten, Bro. Aber das ist Jahre her. Ja. Das ist Jahre her. Hey, ja, wenn mal ein Date nicht gut gelaufen ist und es... Aber das habe ich auch einmal gebracht, das hast ja, mir auch mal einmal helfen. Aber das ist wirklich so Funkstil gewesen. Es ist so wie wir haben angefangen über Katzen reden und so, über Haustier, checkst. Und dann, mein Kollege hat es nicht gut, ich muss leider gehen. Voll. Das ist schlecht in und hey, aber Bro, du hast gerade ein gutes Thema aufgegriffen, weil viele haben so gefragt, ey, ficken dir viel wegen Fame? Ah, ja, stimmt. Was ist noch gekommen? Sind die wirklich so Ficker, wie man sagt? Und für das müssen wir jetzt mal schnell über etwas reden. Und zwar erstmal, weiß nicht, ficken wir viel wegen? Also, ich rede jetzt mal für mich. Ja, besser nicht mal für dich. 0. Ist das deine Antwort? Fast 0. Also du fickst nicht wegen Fame? Wegen Fame 0. Eben, du fickst ja gar nicht. 0. Also, ja, wenn man alles das gut. Nein, schau jetzt, Bro. Man muss da durchschnell sagen, der Serhat hat so ein bisschen das Ficker ein bisschen angefangen. Ein bisschen etabliert und es hat sich auch ein bisschen durchgesetzt. Egal, wo wir jetzt angehen, werden wir meistens begrüßt mit Fickers. Ohne Scheiß. Also ich. Einfach, wenn ich sage. Nein, aber das ist, Bro, im Discord. Bro, im Discord die ganze Zeit. Gut, das ist aber unter Jungs. Voll, eben, es sind so unsere Jungs. Und man muss da schnell vielleicht sagen, wir sind ja wirklich authentisch in diesem Podcast und wir sind wirklich cool in diesem Podcast und so. Also weißt du, so mit uns selber. Aber das mit dem Ficker von Zürich, für das, dass es viele nicht checken, es ist schon auch ein Joke, Bro. Also ja, logisch ist ein Joke. Also es ist wirklich ein Joke. So, es ist nicht so. Ein Joke, ja. Und ich meine, falls ich jetzt momentan mehr Geschlechtsverkehr habe als zuvor, dann hat das ganz einfach damit zu tun, dass ich vielleicht ein bisschen mehr Confidence habe momentan. So. So.
Und was auch noch ist, das kann ich jetzt auch offen und ehrlich sagen, Bruder, du kennst mich seit Jahren, wir wissen beide, wenn ich irgendwo reinlaufe, Bro, keine bricht sich der Hals. Ja, So, also... das ist jetzt auf jeden Fall meine Meinung. Bruder, So. also... Ja. Du sagst mir. Ja, Bro, Sag. aber ich meine ich klar, oder? Ich So. verstand voll und ganz, was du meinst, ja. Und ich sage jetzt, meine Es hat Attraktivität... noch nie eine Frau gedacht, oh mein Gott, ein Kurt mit Haarausfall. Voll. Und keiner hat so gedacht, boah, ich muss jetzt alles liegen lassen und ich spreche jetzt den im Club an. So, was Voll, weiß voll. ich. Okay, ja, bitte. Meine Attraktivität, Bruder, das weiß ich über mich selber, das ist die Art und Weise, wie ich rede. Das ist meine Aura, das ist meine Energy, so, das ist meine Attraktivität. Und ein Jahr Und mein fette Jahr... Nein, und dass ich lustig bin, Bro, ich sag dir ehrlich, das reden wir kurz ernst. Okay, sorry. Okay. So, und jetzt durch das, dass wir halt unser Leben ins Internet stellen und unsere Art ins Internet stellen, ist jetzt halt so, dass gewisse Leute mich attraktiver finden als zuvor, weil sie jetzt halt wissen, ich bin lustig. So. Das mal so, um eure Frage beantworten. Aber nein, ich ficke nicht wegen Fame, ich ficke einfach, weil ich lustig bin. Und, Und ich nicht. genau. Nein, und ich meine ganz ehrlich, es gibt auch wirklich nichts Weirders als mit jemandem auf ein Date gehen, so, wo dich nicht kennt, sondern einfach den Podcast hört, oder? So sind wir uns einig. Also, zum Glück ist bis jetzt noch nie passiert, aber Genau. ich stelle mir schon so unangenehm vor. So, Oder? so hey, ich finde den Podcast, also ich stelle mir es eher komisch vor, keine Ahnung, Alter. So, es ist zwar, zum einen wäre es so lustig, weil so, du bist so wie du bist, das heißt, die Person kennt dich eigentlich online, so, die weiß, Voll. dass du auch so bist, das heißt, du musst dich nicht verstellen. Voll. Aber zum anderen ist so, ich stelle mir vor, wie ich rede, Bro, über was willst du erzählen? Voll. Du so, einmal bin ich in Paris mit Serra zum 3. Mal, weißt du? Voll. Hey, Nein, und Bro, ganz ehrlich, ich bin am Anfang einmal auf ein Date gegangen mit jemandem, den ich durch den Podcast kennt habe. Es war schön gewesen. Es hat nicht so gut geändert, schlussendlich, weil wir sind ja offensichtlich immer noch rum. Darum, Bro, es ist weird as fuck, Bro. Weißt Ja, du, so, safe, ich und das versteh's. will auch niemand so. Punkt. 100% safe. Jetzt habe ich noch eine Geschichte für dich. Ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe, aber ich bin im Gonzo gewesen. Vor Ja, 2, 3 ich glaube, Wochen. ich kenne die Geschichte, aber erzähl bitte. Und hey, und dann bin ich so, es ist so die Party Warte, hast du das nicht vielleicht... Ah nein, das war Longstreet, vorletzte Woche. Nein, ich bin zweimal hintereinander im Gonzo gewesen. Ja, genau. Ich Ich bin der. Du bist Bruder. Ich bin der. Ich bin im Gonzo gewesen und Bro, es war Top-Ranking gewesen. Das ist die Party vom David Ja. Ndoye. Ja. Und Sound ist brutal geil gewesen, Bro. Der Club war pumpenvoll gewesen. Und ich habe einfach, sag dir ehrlich, ich bin einfach so in der Tanzfläche gewesen. Ich bin sogar allein gewesen, weil die Jungs, es ist so voll gewesen, die Jungs sind nicht mal zu mir gekommen. Hey, minding my own fucking business, Bro. Bier in der Hand, ein bisschen am chillen, ein bisschen am Sound fühlen. Nachher kommt irgendeiner und tippt mich so auf meine Schulter an. So, es hat noch eine Vorgeschichte, aber das ist eigentlich nicht relevant. Tippt mich auf meine Schulter an. Ich drehe mich um und er fängt so an mich anzuschauen und sich ein bisschen bewegen und so. Und ich schaue ihn an und ich mache so nichts dergleichen, er hört nicht auf. Und dann neben mir sind so 3 Frauen gestanden, die halt dort waren, wie der Club so voll war. Und er hat eben auch vorher mit denen geredet und dann hat er mit mir geredet. Und er hat so Augenkontakt behalten die ganze Zeit. Und ich habe ihm gesagt, ich so, Bro, du bist nicht Tom Hardy erstens. Und nein, er hat mich einfach, Vater hat angeschaut. Also hast du dich angemacht gefühlt? Ein bisschen. Okay. So. Und dann habe ich ihm so gesagt, ich so, Bro, einfach, dass wir uns nicht falsch verstehen. I respect it, aber ich bin hetero. Mhm. Und er so, it's okay, I'm not. So der Style. Ich so, right. Und dann hat er sich wieder umgedreht und hat so ein bisschen Moves in meine Richtung gemacht. Ich bin ein bisschen weiter weg. Und dann haben so die Frauen mit mir gelacht. Und nachher habe ich gesagt, hat er jetzt euch angemacht oder mich? Weil er ja mit beiden geredet. Dann schaut mich die eine an und sagt einfach, ja dich, aber du bist auch der Ficker von Zürich. Es geht jetzt also schon so weit wegen dir, Bruder, dass Leute mir das einfach sagen. Auf der Es Straße. ist geil. Es ist lustig, was für eine Entwicklung es für eine Entwicklung genommen hat. Nein, red Deutsch, Mann, ne? Ich kann nicht an der Macht sein und nur bei dir machen. Danke. Bro, am Anfang als Spaß gemacht, Mhm. wie wir halt so sind, wie wir sind. Dann runtergefahren, wie wir gesagt haben, ey, ist eigentlich schon nicht lustig so. Ja. Sprich du. Nachher wieder dezent Ja. schüch ab und zu ein bisschen platziert. Dann hast du angefangen lustig gefunden, hast auch angefangen zu akzeptieren. Lustig hast dann- gefunden? Lustig gefunden, das haben wir. Dann hast du angefangen lustig gefunden. Nein, red Deutsch, Mann, ne? So, und
Nachher hast du angefangen selber auch so halt adaptieren, hast du angefangen selber ab und so weit zu bringen und so. Und ja, jetzt ist es so weit. Bro, ich hab aber einfach- ist es nicht ein bisschen vielleicht ein Stück aus dem Ruder angehen? Bro, look, ich sag dir jetzt auch schon Also das. weißt du so. Ich habe wie so gefunden, ey, look, ich akzeptiere jetzt das, was der Witz, den du bringst, weil die Leute finden es offiziell, also anscheinend mega lustig, so. Ja. Dann habe ich gefunden, look, ich reg mich auf drüber, du findest es noch lustiger, Ja. dass ich mich drüber aufreg. Warte. Was? Wir haben Samstag, 11. März 2023, 22:16. Jodas offiziell hat jetzt realisiert, dass es mich erst anfängt lustig machen und mich richtig so kaputt lachen, wenn es ihn stresst. Es geht nicht um Aktion, es geht darum, wie er reagiert. Ja, Bro. Und Bruder, unsere Jungs. darum, Ja, sorry. eben, und alle finden es mega lustig, hey, sag ihm Ficker von Zürich, ja. Und darum habe ich halt gefunden, Bro, weißt du was, ich mache mit dem Witz mit, weil wenn ich es vielleicht mitmache und übertreibe, höre drauf. Ja. War nicht der Fall. Die Leute so, ich finde es auch lustig. Ja. Noch mal einen drauf. Nochmal einen drauf. Hey, und Bro, jetzt ist halt einfach jetzt gar nicht mit dem Witz weit. Und es ist auch gut, es ist so ein bisschen Rollenverteilung. Safe, So. safe. Ich bin der Ficker, du bist der Jungfrau. Jungfrau. Und jetzt ist es einfach so auf dem Punkt. Aber es ist cool, weil ich habe nachher mit ihr geschwätzt. Und sie so, ja, ich check natürlich, dass es ein Witz ist. Eben, checkst, Bro, ich sorge auch für Icebreaker und ich tu connecten. Ja. Aber es war cool gewesen, so. Sehr schön, sehr schön. Ja, fix, ich freue mich auch demnächst, wenn ich mal wieder unterwegs bin im Ausgang. Zum Heute Beispiel mal so eine, heute nicht, Doch, aber, doch, du bist nein, heute dabei. nein, aber zum so eine Story endlich auspacken und auch können sagen, weißt du noch. Aber dann tue ich auch ein bisschen kosmetisch ein bisschen eingreifen, damit ich ungefähr gleich krasse Storys kann erzählen wie du. Easy, Bro. Ja, Hey, liebe Leute, wir sind, gleich 50 Minuten am Aufnehmen. genau, und wir sind schon über, nein, wir sind jetzt sogar eine Stunde zu spät. Genau. An dieser Stelle, Pelin. Entschuldigung. Nein. Ah, sorry. Nein, okay. Alles Gute, du wunderschöner Mensch. Wir lieben dich sehr fest. Wir lieben dich. Extrem fest. Es tut uns extrem leid. Ja, wir kommen jetzt zu dir. Ja. Sind unter den Leuten und wir freuen uns mega. Und Heute ja, feiern wir den alles Gute, Geburtstag. du liebe Engel. Wenn unsere Welt zu einem Bruchteil wie sie wäre, dann wäre es 17 Mal schöner wenigstens zum Leben. Ja, Mann. Mindestens. Du bist ein wichtiger Mensch im Leben. Ja. Danke, Und bist froh, dass wir überhaupt auftauchen. Genau, und das. Ja, Mann. Willst du Ja. etwas sagen? Hey, nein, Bro, danke vielmals fürs Intro machen. Nein, fürs Outro machen jetzt. Du hast vorher den Knopf gedrückt, drück ihn nochmal, gehen wir. Let's go. Das ist kurz und